wer mich kennt, weiß, das ist so wie bei Stefan Raab damals, quasi so Max in Gefahr. Feeling. Guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen hier aus dem Wohnmobil. Ja, ich habe eine kalte Nacht hinter mir, vor allem sehr stürmisch. Hier ist gerade Wind angekommen, hier sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h. Wahnsinn. Ich stehe jetzt zum Glück ein bisschen windgeschützt hier mit an so einem Haus dran. Von da kommt der Wind auch so mehr oder weniger. Also in der Regel höre ich es nur pfeifen. Manchmal wackelt es so ganz leicht. Also ich glaube, die eins weiter stehen, die wackeln richtig heute Nacht. Ja, und wir haben jetzt, heute Morgen ist jetzt kurz vor 8. 16,6 Grad. Tja, wie gesagt, ich schlafe mit Mütze. Ich habe hier 1, 2 Decken. Lang und Mütze, ne? Also, wer mich kennt, weiß, das ist so wie bei Stefan Raab damals, quasi so Max in Gefahr. Also was ich ja morgens immer mache, ist einmal aufstehen, alles auf hier und hell. Und dann ist natürlich ein bisschen anziehen, umziehen. Ja, wenn es so kalt ist wie im Moment, habe ich dann gerne noch mal eine Mütze an. Kann sein, dass ich die gleich mal wechsle. Ich habe noch 2 wunderschöne andere. Und oh ja, Kaffee. Ich habe ja jetzt bei der DKMS im Collection Center gearbeitet und die Kolleginnen und Kollegen haben mir Kaffee mitgegeben. Danke nochmal. Der ist aber, der war hervorragend. Der ist jetzt mittlerweile aufgebraucht. Jetzt habe ich noch anderen guten Kaffee dabei. Was brauche ich dazu? Boah, so ist das morgens. Was brauche ich dazu? Klar, Kaffeebohnen, ne? Habe ich hier drin. Aeropress, Mühle von einem italienischen Hersteller, Milchaufschäumer, fantastico. Und diesen schönen Gasherd. Ah ja, habe ich vergessen. Und natürlich noch habe ich hier in der Schublade eine kleine Kaffeewaage. Yes. So. Prost. Wunderbar. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir heute mit so einem Tag machen. Es ist gerade Levante und Levante ist so ein Sturm, der hier immer mal lang zieht. Das ist immer mal wiederkehrend. Jetzt um die Jahreszeit passiert das immer wieder. Ich bin jetzt ein bisschen weiter gefahren als El Palmar, aber nicht nur unwesentlich. Ist so ein Herzensort von mir. Wir haben jetzt hier so, wenn ich Glück habe, 4, wenn ich Pech habe, 7 Tage lang so Windböen und Wind den ganzen Tag mit bis zu 85 km/h.
Teilweise 90, hatte glaube ich auch schon mal 100 hier. Das war Wahnsinn. Ich stehe jetzt hier ganz geschützt. Das ist ganz gut. Alle, die ein bisschen, ich stehe jetzt hier an so einer Hauswand, alle, die ein bisschen weiter in der zweiten Reihe quasi von hier aus gesehen stehen, bei denen hat es ganz schön gewackelt heute Nacht, glaube ich. Aber ich werde euch das nachher mal ein bisschen zeigen. Wir gehen mal eine Runde spazieren. Hier gibt es einen ganz tollen Leuchtturm, da nehme ich euch mit. Und ja, für die kommenden Tage. Ja, das flaut halt auch immer mal ab, also es ist nicht permanent Sturm, aber schon fast den ganzen Tag. Also man muss immer gucken, dass man ein gutes Zeitfenster erwischt. Dann kann man, je nachdem, wenn man Glück hat, auch nochmal surfen gehen. Das soll tatsächlich heute Abend, morgen, übermorgen immer mal der Fall sein. Da fahre ich wahrscheinlich mit dem Wohnmobil auch einmal rüber nach El Palmar, park da aber ganz normal und spring da dann ins Wasser. So ein kleiner Einschub, weil es so lustig ist und ich gesagt habe, ich habe ja 2 Mützen mit. Also die hier, kleine Modenschau, die hier kennt ihr ja, die hatte ich eben an. Favorit von allen immer wieder. Die hier mit, wenn es mal ganz kalt ist oder für so schöne Funky-Tage. Wenn ihr mehr Videos mit dieser Mütze sehen wollt, schreibt das unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Aber nur wenn ihr sehen wollt, wenn es mal richtig kalt ist, nachts, weil ich ja so eine Frostbeule bin, habe ich hier aus Vlies, ich hoffe, man hört mich jetzt überhaupt noch, aus Vlies, die kannst du dann hier so drunter stecken, als mit so ein bisschen Schalanteil. Na? Dann habe ich noch so ein, hier, wie heißen die denn, so ein Schaltuch dabei, als Hals, als Schal, klar. Einmal in so dünnen und einmal hier so ein dickeres noch mit Vlies. Also ihr seht, ich bin auf jeden Fall mit diesen Mützen und Schals für alles gewappnet. Ich bin hier ein bisschen windgeschützt, gehe gerade vom Stellplatz, der ist da hinten, bis in die Dünen, mal an den Strand, mal gucken wie es da ist. Und dann hatte ich euch ja versprochen, gehen wir nochmal zum Leuchtturm. Ich habe hier so eine Windmuschel mit, gucken, ob wir damit irgendwie zurechtkommen in den Dünen oder ob das trotzdem immer noch zu krass windig ist. Wenn es cool ist, dann bleibe ich ein bisschen liegen, und wenn es zu windig ist, dann packe ich wieder ein. Ich hoffe, mir fliegt die Muschel nicht weg. Und dann gehen wir direkt zum Leuchtturm. Nee, da mäst du nix. Nee, nee, nee. Ein extra Garantie für das Handy abgeschlossen, beim Kundenservice beinahe ein Trönchen geflossen. Denn der Mann lurt dich an wie beim Dude-Danz. Ein Mund drüber, kein Plan. So, jetzt sind wir hier in der Düne. Hier geht's einigermaßen. Ich muss mal gucken, ob ich die Strandmuschel aufgebaut bekomme. Und dann, wenn es gut läuft, kann man trotzdem krassen Wind, sind jetzt so 60 km/h. Hier ein bisschen in der Sonne liegen, das wäre doch schön. Nee, da mäst du nix. Nee, nee, nee. Ja. Also gut, mit dem Levante ist nicht zu spaßen. Das Problem ist, selbst in der Muschel, die ist eigentlich echt geil, funktioniert da auch super. Das Problem ist, dass der Wind eigentlich von Osten, glaube ich, kommt und dann halt immer hart dreht, so Verwirbelungen macht, und dann bringt dir das halt im Zelt auch nichts. Ich sah aus wie ein Wiener Schnitzel und eigentlich kam der Wind von der anderen Seite, also da machst du halt einfach nichts. Also gut, Zelt wieder eingepackt oder Muschel und ja, bringe ich die zurück und dann gehen wir
zum Leuchtturm. Einmal angekommen. Yeah. Und wenn ich eins bin, dann immer nicht gut vorbereitet. Ich bin kein guter Deutscher. Hier mit Badelatschen. Nix, nur T-Shirt, kurze Hose, Boardshorts. Ne? Die ganzen anderen Deutschen, die ich aber komischerweise überholt habe, waren hier alle irgendwie mit Wanderschuhen und langer Hose und so einem Sonnenhoodie unterwegs und ja, völlig verrückt. Ich drehe mich mal. Yeah. Was für eine schöne Aussicht, ne? Irre, ich hoffe, man kann das sehen. Ja, also ich bin bestens nicht vorbereitet und tja. Aber hey, Leuchtturm ist geil. Ich gehe mal mit euch einmal rum. Oh wei, jetzt durch Gestrüpp. Geht mal gut. Ei, ei, ei. Ah. Und hier hoch. Ah, wunderbar, alles. Ah. Ja, also ich weiß nicht, was man für ein Peeling zahlt. Müssen die Damen von euch mal sagen. Aber das war gratis, einmal gratis und einmal Ganzkörper. Mit dem Fahrrad bin ich ja dann auch nicht weitergekommen. Das muss ich auf halber Strecke abschließen. Aber sehr geile Aussicht, lohnt sich sehr. Bin ich doch froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn ich froh sein kann, wenn ich hier nicht weggeweht werde. Oh je. Nee, 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 da mäste nix. Nee, 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 da mäste nix. Nee, 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 da mäste nix. Nee, nee, nee. Nee, da mäste nix. Peeling. Jetzt weiß ich, warum die alle lange Hose und eine Jacke anhaben. So, jetzt habe ich es fast geschafft, wieder zurück. Am Eingang hier also kurz bevor ich das Fahrrad abgestellt habe, hier am Eingang zu dem Weg dann zum Leuchtturm, da gibt's ziemlich coole Bar, so eine Strandbar mit Bretterbude und so. Da habe ich, ich liebe den Burger von denen und ich habe ein Jahr lang fast gewartet, um diesen Burger wieder essen zu können und gestern war es soweit. Ich habe es gefilmt und das könnt ihr euch jetzt mal angucken. Das ist echte Liebe. 1000% Gefühle. Viel Spaß. Tja, was für ein verrückter Tag heute. Ja, ich würde mal sagen, heute ist viel passiert. Ich habe viel erlebt, viele verrückte Sachen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das ist es für dieses Video und es wird jetzt gleich da enden, wo es heute Morgen begonnen hat, im Schlafzimmer. Und ja, da krabbel ich gleich rein. Ziehe mich noch oben, putze mir die Zähne und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.